580 Milliarden Euro. Das ist der Betrag, den Friedrich Merz ausgeben will, um die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas zu machen. Gleichzeitig 0,5%. Das ist das Wirtschaftswachstum, das Deutschland in diesem Jahr noch erwartet. Halbiert, offiziell. Gestern am 22. April 2026 von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche persönlich verkündet. 2 Zahlen, eine Frage. Wie soll ein Land, das wirtschaftlich stagniert, eine historische Aufrüstung finanzieren? Und die wichtigere Frage, die in keiner deutschen Zeitung offengestellt wird. Hat Merz die Rechnung falsch kalkuliert oder weiß er bereits, dass jemand anderes bezahlt? Willkommen bei Deutschland spricht. Was wir heute analysieren, existiert in dieser Form in keiner westlichen Berichterstattung. 2 gigantische Entwicklungen, der Aufrüstungsplan und der wirtschaftliche Absturz, laufen gerade gleichzeitig ab. Und niemand stellt sie nebeneinander. Wir tun es. Abonniere Deutschland spricht und aktiviere die Benachrichtigungen. Fakten zuerst, Analyse danach. Beginnen wir mit den Fakten. Merz hat geliefert, zumindest auf dem Papier. Der Bundestag hat für 2026 ein Verteidigungsbudget von 108,2 Milliarden Euro genehmigt. Das ist kein Gerücht, das ist Gesetz. Reguläres Verteidigungsbudget 82,7 Milliarden Euro. Zusätzlich 25,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Zum Vergleich. Frankreich gibt in diesem Jahr 57 Milliarden Euro für Verteidigung aus. Deutschland gibt fast das Doppelte aus, in einem einzigen Jahr. Das ist historisch. Das hat es in der Bundesrepublik noch nie gegeben. Das Ziel ist klar, bis 2029 soll Deutschland 3,5% des BIP für Verteidigung ausgeben. Merz hat sogar 5% als langfristiges Ziel ins Spiel gebracht. Konkret: 1000 Leopard 2 Panzer, 3500 Boxer-Schützenpanzer, 10.000 neue Soldaten im Jahr 2026 allein, 15 Milliarden Euro nur für Munition, 9 Milliarden Euro jährlich für Partnerstaaten wie die Ukraine. Das klingt nach Stärke, das klingt nach Entschlossenheit. Aber jetzt kommt die andere Seite dieser Geschichte. Am 22. April 2026 um 11:17 Uhr Ortszeit trat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche in Berlin vor die Presse. Ihre Botschaft war eindeutig. Deutschland halbiert seine Wachstumsprognose für 2026. Statt der ursprünglich vorhergesagten 1% nur noch 0,5%. Der Ausblick für 2027 von 1,3 auf 0,9% gesenkt. Der Grund? Der Irankrieg. Seit dem Beginn der US-israelischen Angriffe auf Iran im Februar 2026 sind die Energiepreise explodiert. Brent-Rohöl stieg um mehr als 55% von rund $72 auf zeitweise knapp $120 pro Barrel. Die deutschen Verbraucher spüren es direkt. Im März 2026 stiegen die Energiepreise in Deutschland um 7,2% gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtinflation erreichte 2,7%, den höchsten Wert seit Januar 2024. Von Dresden bis Düsseldorf zahlen Menschen mehr. Mehr für Benzin, mehr für Heizöl, mehr für alles, was transportiert oder produziert werden muss. Aber die Zahlen sind noch düsterer, wenn man tiefer schaut. Das ZEW-Institut veröffentlichte am 21. April seine monatliche Konjunkturumfrage. Ergebnis: Der Investitionsklimaindex fiel auf minus 17,2 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 2022, als Russland die Ukraine angegriffen hatte und Europa zum ersten Mal in den Energieschock gestürzt wurde. Besonders betroffen: die chemische Industrie minus 21 Punkte, die Stahl- und Metallbranche minus 11 Punkte. Annemarie Grossmann, Chefin des Stahlherstellers Georgsmarien Goethe, sagte es direkt: Der Krieg habe eine massive Wirkung auf unsere Kosten. Ihre Frage war schlicht: Wie soll ein Unternehmen planen, wenn es seine Betriebskosten nicht kennt? Und dazu kommen die Arbeitslosenzahlen. Die Forschungsinstitute erwarten, dass in diesem Jahr rund 100.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Was ist Ihre Einschätzung? Schreiben Sie es in die Kommentare. Was Sie jetzt gleich erfahren werden, haben bisher nur wenige wirklich durchgerechnet. Deutschland steht vor einer Schere und diese Schere öffnet sich gerade in Echtzeit. Auf der einen Seite der Rüstungsetat. 108 Milliarden Euro am Jahr 2026 allein.
Bis 2029 soll die Gesamtinvestition fast 650 Milliarden Euro erreichen. Diese Ausgaben werden durch Sondervermögen, also durch neue Schulden, finanziert. Die Schuldenbremse wurde dafür ausgehebelt. Auf der anderen Seite die Wirtschaft. Das Staatsdefizit steigt. Die Forschungsinstitute rechnen für 2026 mit einem Defizit von 3,7% des BIP. Für 2027 4,2%. Die Staatsverschuldung steigt auf 67,2% des BIP. Jetzt kommt die entscheidende Mechanik. Deutschland finanziert seine Aufrüstung durch Anleihen. Diese Anleihen werden auf internationalen Märkten gehandelt. Seit dem Beginn des Iran-Krieges sind die Kreditkosten auf diesen Märkten gestiegen, weil geopolitische Unsicherheit auch Zinsen erhöht. Das bedeutet, je länger der Krieg dauert, desto teurer wird das Geld, das Deutschland braucht, um seine Armee zu finanzieren. Mit anderen Worten, der Iran-Krieg trifft Deutschland doppelt. Erstens als Energieschock direkt an der Zapfsäule und in der Fabrik. Zweitens als Finanzierungsschock über höhere Zinsen auf die neuen Schulden. Und gleichzeitig sollen genau diese Schulden die Bundeswehr finanzieren, die Europa schützen soll. Das Paradox ist real. Deutschland will aufrüsten, um sicherer zu werden. Aber der Krieg, der das Aufrüsten nötig macht, macht die Finanzierung des Aufrüstens teurer. Es gibt auch eine industriepolitische Dimension. Die Branchen, die am stärksten unter dem Energieschock leiden, Chemie, Stahl, Metall, sind exakt die Branchen, die für Rüstungsproduktion gebraucht werden. BASF produziert Vorprodukte für Sprengstoff. ThyssenKrupp liefert Stahl für Panzer. Wenn diese Unternehmen nicht planen können, leiden auch die Rüstungslieferketten. Der Kopf schmerzt, aber das Problem ist real. Friedrich Merz hat eine klare Botschaft. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr sagte er, die regelbasierte internationale Ordnung, wie sie einmal war, existiert nicht mehr in dieser Form. Er hat recht und er handelt danach. Er hat die Schuldenbremse geknackt. Er hat das Sondervermögen durchgesetzt. Er hat die Bundeswehr aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Aber Merz hat ein strukturelles Problem, das er nicht lösen kann. Er kann die Energiepreise nicht kontrollieren. Er kann den Iran-Krieg nicht beenden. Er kann nicht verhindern, dass der wirtschaftliche Rückenwind, auf den er bei seiner Amtsübernahme gehofft hat, durch einen Orkan aus dem Nahen Osten geblasen wurde. Reiche sagte es selbst. Die Krise darf uns nicht von dem ablenken, was wir tun müssen. Aber die Frage ist, was kann man tun, wenn die Energie fehlt und das Geld teurer wird? Was bedeutet das konkret von Dresden bis Düsseldorf? Erstens für Haushalte. Die Inflation liegt bei 2,7%. Energiekosten stiegen um 7,2%. Das bedeutet real, wer im Jahr 2025 rund 200 Euro monatlich für Energie ausgegeben hat, zahlt heute rund 214 Euro. Über das Jahr fast 170 Euro mehr. Zweitens für Unternehmen. Die IFO-Institute haben ihre Wachstumsprognose auf 0,6% gesenkt. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet ebenfalls nur noch 0,6% Wachstum in diesem Jahr. Das ist unterhalb jeder sinnvollen Erholungsrate. Drittens für den Arbeitsmarkt. 100.000 Jobs weniger im Jahr 2026. Die Arbeitslosenquote steigt auf 6,4%, der höchste Stand seit Jahren. Und viertens, die Bundesregierung kann unter dem Mechanismus der Schuldenbremse 2,7 Milliarden Euro zusätzlich aufnehmen, weil die Wirtschaft schwächer als geplant wächst. Das klingt nach einer Lösung. Es ist eine Notlösung. 2,7 Milliarden für eine Wirtschaft, die hunderte Milliarden braucht, um sich zu erholen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann sich das Bild klärt. Szenario 1. Diplomatische Einigung am Iran-Krieg. Wahrscheinlichkeit 35%. Die USA und Iran einigen sich auf ein Abkommen. Die Straße von Hormuz öffnet sich vollständig. Die Energiepreise fallen um 15 bis 20 Dollar pro Barrel. Für Deutschland bedeutet das, die Inflation sinkt Richtung 2% bis Ende des Jahres. Das Wachstum erholt sich auf über 0,7%. Merz kann seine Aufrüstungspläne zu günstigeren Konditionen finanzieren. Voraussetzungen: Iran muss intern eine einheitliche Position finden. Washington muss die Seeblockade aufheben. Beide Seiten müssen gesichtswahrend nachgeben können. Szenario 2. Kontrollierte Eskalation Wahrscheinlichkeit 45%.
Der Waffenstillstand hält formal, aber die Straße von Hormuz bleibt eingeschränkt. Schiffe passieren vereinzelt, aber das Risiko bleibt hoch. Die Energiepreise stabilisieren sich auf erhöhtem Niveau, Brent zwischen 90 und $100. Deutschland wächst in diesem Jahr nur um 0,4 bis 0,5%. Die Aufrüstung wird fortgesetzt, aber unter erhöhtem Finanzdruck. Merz muss Prioritäten setzen, Verteidigung oder Infrastrukturinvestitionen. Szenario 3: vollständige Eskalation, Wahrscheinlichkeit 20%. Die Verhandlungen scheitern, Trump nimmt Angriffe auf iranische Infrastruktur wieder auf. Iran schließt die Straße von Hormuz vollständig und dauerhaft. Ölpreise steigen auf $150 bis $200 pro Barrel. Für Deutschland: eine neue Rezession ist unvermeidbar. Die Aufrüstungspläne geraten unter massiven politischen Druck. SPD und oppositionelle Kräfte fordern Priorisierung von Wirtschaft über Verteidigung. NATO-Einheit gerät erneut unter Stress. Die Lage ist komplex, aber das Kernproblem ist einfach. Deutschland will die stärkste Armee Europas aufbauen. Gleichzeitig frisst ein Krieg, den Deutschland nicht geführt hat und nicht führt, genau die wirtschaftliche Basis, die diese Armee finanzieren soll. Das ist kein kleines Problem. Das ist ein strategisches Dilemma und Merz weiß es. Was ist Ihre Einschätzung? Kann Deutschland beides stemmen, Aufrüstung und Erholung gleichzeitig? Schreiben Sie es in die Kommentare. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie jetzt 2 weitere Tiefenanalysen. Klicken Sie jetzt. Abonnieren Sie Deutschland spricht. Bleiben Sie wachsam. Fakten zuerst, Analyse danach. Das ist Deutschland spricht.